So, noch das und das einstellen und hier mal schauen und ja. Oh, ich bin auf Sendung. Hey Leute, na wie geht's euch so? Und herzlich willkommen endlich mal zu meinem ein Jahres- und ein Monat Abonnenten-Special. Ja, ich muss es leider so benennen, weil ein Jahres-Special stimmt ja so nicht mehr ganz, aber gut. Es ist und bleibt trotzdem das ein Jahres-Special. Hier seht ihr schon meinen Desktop, nicht wahr? Schön leer, da war ursprünglich mal ein bisschen Folder. Ein bisschen Füller, ist mir gerade scheißegal. Weil die meisten dürften mein Problem kennen oder mein ehemaliges Problem, das stellt sich nachher raus, wegen dem Grafiktreiber etc. etc. Und vor allem Grafikkartentreiber, das mir hier jeweils bei der Aufnahme so abgeschmiert ist. Und das hat ein Let's Playen und vor allem ein Aufnehmen ziemlich erschwert, mühselig gemacht und ja. Ich denke jetzt mal, mittlerweile dürfte es soweit behoben sein, hoffe ich zumindest mal. Ich hatte es bisher noch nicht den Fehler und ich habe jetzt heute auch mal über eine Stunde Anno 14.0 für Venedig aufgenommen, hatte da auch nie den Fehler. Also denke ich mal, habe ich den hoffentlich hinter mir. Ich habe zwar die aktuellen Wii-Spiele wie Skyward Sword und auch Xenoblade Chronicles über die externe TV-Karte Notebook aufgenommen, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ja, man kann ja nie wissen, oder? Deshalb mal als kleines Backup könnte man sozusagen sagen, halt die externe TV-Karte und die interne, müsste soweit ja auch funktionieren, das ist nicht das Problem. Fraps dürfte auch nicht das Problem sein, wo jetzt hier genau der Fehler lag oder immer noch liegt, keine Ahnung. Ich habe so da ein bisschen umgestellt mit der Grafikkarte, Soundkarte und so. Soll heißen, dass die war ursprünglich mal so dicht beieinander, dass ich das Gefühl hatte, wenn die Grafikkarte mal ein bisschen aufheizt, dass dann automatisch die Soundkarte extrem erwärmt. So nah war die beieinander. Seltsam, oder? Dabei habe ich die Grafikkarte selber eingebaut, war ja eine neue Grafikkarte, also neu, ja, doch schon neu, aber halt nicht so eine High-End-Grafikkarte, trotzdem nur ein Slot und so, für diejenigen, die sich mit Grafikkarten ein bisschen auskennen. Gibt es so die High-End-Grafikkarten so mit 2 und 3 Slots, die halt ein bisschen mehr bieten, aber ich dachte mir so für das, was ich brauche, reicht ein Slot. Aber gut. Wo war ich stehen geblieben? Was soll ich noch zeigen? Genau, das war ja auch noch hier was mit dem EVA Media Center. Könnt ihr euch noch an das letzte Infovideo erinnern, wo ich gesagt habe, da klappt nichts mehr und so? Seht ihr, TV, es klappt wieder. Jetzt kann ich ja schön in der Komponente auswählen, ich kann auch HDMI auswählen, alles genau so wie es sein sollte. Natürlich funktioniert jetzt hier nichts. Ich will jetzt irgendwie nichts beschwören und so, dass jetzt wieder alles abstürzt. Nee, keine Sorge. Wie gesagt, sollte nichts sein. Ich will das allerdings noch ein bisschen testen. Testen wir am besten. Das können wir zum Beispiel mit Online-Parts Naruto machen. Weil ob jetzt da mal eine Aufnahme flöten geht und nicht, spielt da jetzt nicht so eine große Rolle. Kennt man ja, ist ja kein Story-Modus und so. Von dem her sind eben solche Online-Projekte gerade dafür auch praktisch, um irgendwas austesten will und so weiter. Aber ja gut, ich meine bei Generation, also Naruto Generation hatte ich das Problem sowieso nie. Von dem her, aber ist egal, das sind die aktuellen Probleme, die sind hoffentlich liegen weit hinter uns. Der Desktop muss auch noch ein bisschen weiter einrichten. Ihr seht auch, dass ich überhaupt kein Office mehr hier habe. Ich muss alles erst noch wieder installieren. Mir war einfach am wichtigsten, dass alles, das ich zum Let's Playen und so weiter bearbeiten zu brauchen, das sind diese neuen Programme, die brauche ich dafür. Jedes natürlich für seine eigenen Aufgabendienste, sprich jetzt zum Beispiel, na gut, sind sogar Semi-Safe Media hier unten. Fraps zum Beispiel für Konsolenspiele, wie auch über das Safe Media Center, DxTory für PC-Spiele, weil mit dem DxTory kannst du mehr machen und so. Kann ich jetzt auch mal kurz zeigen, ich gehe da, falscher Bildschirm. Hat sich aus Versehen am zweiten Bildschirm materialisiert, wie ich aufnehme und so weiter und so fort, das habe ich ja schon mal erklärt, das werde ich alles dann beim beim 1000 Abonnenten-Special werde ich das mal erklären. Das müsste auch noch kommen, war. Falls auch fragt, was da gerade für ein Geräusch ist, das ist mein Kugelschreiber. Ich versuche mir hier gerade ein bisschen, ich glaube das nennt sich Pen-Spinning. Aber irgendwie, naja, ist egal. Die Xtory, ihr seht schon, im Gegensatz zu Threads kann man hier viel mehr einstellen, aber wie genau das funktioniert und so weiter und so fort, dann halt beim 1000 Abo-Special, wenn das mal irgendwann kommen mag. Aber jetzt mit den neuen Pages und so, und ich meine, ich musste ja, wie gesagt, hier alles wieder neu aufsetzen, alles neu einstellen und so weiter und so fort. So betrachtet bin ich da ziemlich up to date für das 1000 Abo-Special. Gut, hätten wir das auch. Worum geht es eigentlich in diesem Special, im 1-Jahr-Special? Zum einen mal eine Rückblende natürlich. Wie habe ich damals aufgenommen, wie habe ich heute aufgenommen, wobei die Aufnahme eigentlich selber nicht, die kann ich dann später noch erklären. Aber vor allem, wie sahen meine Parts früher aus und wie sehen sie heute aus? Gut, die heutigen könnt ihr euch selber anschauen. Aber wie sah es denn früher aus? Zum Beispiel der allererste Part mit
Ocarina of Time Master Quest. Nintendo präsentiert. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem ersten Let's Play, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Aber wir spielen weder die Version auf dem Emulator oder der Virtual Console, noch das Remake auf dem 3DS. Nein, denn wir spielen die Master Quest Version von der Gamecube Disc, die anno 2003 oder so ähnlich bei Zelda The Wind Waker beilag. Und natürlich auch die Fundorte der goldenen Skulptur aus dem Tempel, beziehungsweise Dungeons. Das soll aber auch schon alles sein. Deshalb dachte ich mir, wenn ich schon Ocarina of Time wieder mal spielen will, jetzt auf der so gesehen als Original. Cut! Alter Schwede, ey, oder alter Schweizer Gouda, lecker am Tschöpli und was fürs Kuchenkästli. Wieso jetzt ein Kuchenkästli? Egal, übersetzt bedeutet das Küchenschränken, ja. Was zum Teufel? Hey, ich war ja früher... Okay, gut, ich meine, die alle Partner sind die meisten vermutlich ja zurückhaltender und sicher schüchtern. Ich bin, ja gut, ich sage es mal allgemein nicht gerade das pure Gegenteil von schüchtern. Ich formuliere es mal so, aber trotzdem, das, jetzt rückblickend so, alter Scheiße, war ich damals lame. Ja, anders kann man es nicht formulieren. Und wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Es ist nicht mal mein schlechtester Part. Es gibt nämlich noch eine Pilotfolge. Ihr habt richtig gehört, eine Pilotfolge von Ocarina of Time Master Quest, die ich nie hochgeladen habe, die ich aber euch in der Beschreibung einfüge. Da zeigt jetzt keinen Sinn dazu, da können sich diejenigen das ansehen, die es wollen. Die können mich dann auch in den Kommentaren auslachen, sie können mich per PN beschimpfen. Ja, macht was ihr wollt, um ehrlich zu sein. Weil es liegt ja alles hinter mir. Ja, wie gesagt, das war die Vergangenheit. Diesbezüglich auch wegen der Aufnahmen so. Wobei, da kann ich kurz erzählen, aber ganz ehrlich gesagt, Aufnahmen habe ich damals so ähnlich wie heute. Natürlich mit viel weniger Programm, da habe ich früher noch mit Camtasia gerendert. Kann ich jetzt nicht öffnen, weil ich nehme gerade das Desktop mit Camtasia auf. Aber auch das Ava Media Center, ich weiß gar nicht, ob die Mauswert aufgenommen wird, ist natürlich sehr toll. Wenn ihr jetzt hier meinen Mauscursor nicht sieht, dann wisst ihr wieso, weil es die Maus nicht aufnimmt. Das habe ich irgendwie vergessen einzustellen, war? Ja, super Michael. Super Vorbereitung. Ja, wie gesagt, das Ava Media Center hatte ich schon damals, die TV-Karte. Natürlich noch nicht 3D, was noch das ursprüngliche, aber 3D brauche ich eh nicht, das ist einfach die neueste Version, findest du halt nichts anderes mehr. Fraps noch, den hatte ich damals auch noch nicht und diese Programme hier, Moment mal kurz, ich kann es hier, sorry, wenn da gerade irgendwie ein lautes Geräusch ist, das ist meine altmodische Tastatur hier, ich habe den neuen noch nicht installiert. All diese Programme hier, diese ja nicht, all diese Programme hier hatte ich damals noch nicht. Ich hatte damals Fraps für das Video selbst, plus Ingame Sound, für die Stimme habe ich damals noch Pana X genommen. Eine sehr, sehr viel schlechte Variante des Audacity, wobei ich muss sagen, Audacity hat einen Nachteil. Du musst, wenn du es gleichzeitig mit Fraps die Aufnahme synchronisieren willst, musst du Audacity offen haben. Ich zeige es mal kurz, ich öffne es hier. Du musst wirklich hier draufklicken, dann kannst du F9 oder in meinem Fall Ctrl F9 klicken, damit es hier aufnimmt und gleichzeitig auch Fraps. Das ist bei Pana X anders, da ist egal wo du F9 drückst, auch Ctrl F9 spielt auch keine Rolle, einfach egal welchen Tastenkürzel du aktivierst, es ist so wie bei Fraps, es wird einfach jederzeit aufgenommen. Ja, ist doch schön, ist doch super, genauso sollte es sein. Nun gut, was diese hier betrifft, die habe ich schon erklärt, Camtasia muss ich auch nicht erklären, die habe ich damals halt vor allem noch fürs Rendern gebraucht. Jetzt momentan halt noch für Desktop-Aufnahmen, weil ich finde, es macht Camtasia besser als Fraps. Vega, also nach das TimGink, MiGuy, MKVerge, den Timer, gut, habe ich selber programmiert hier. Der liebe gute alte Timer, und hier alles eingeben kann, den findet ihr auch in einem der Specials. Wer dann runterladen könnt, ist auch alles rückblickend, nicht wahr? Hallo, ruckelt's hier? Toll, Camtasia, machst du sehr gut. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, wegen den Aufnahmeprogrammen, genau, die kamen erst später dazu, vor allem, also Vegas halt, weil ich da mehr Effekte einbauen kann und so. Im Grunde genommen jedes Video, das auch nur den kleinsten Effekt hat, sprich irgendwie rauszoomen oder so aus dem Bild, das wurde noch mit Vegas, damals halt noch Vegas 10 oder noch die Version 9, nein, ich glaube, war Version 10, ja.
Wurde es damals bearbeitet, animiert, konfiguriert etc. etc. Und jetzt halt Version 11, die meines Erachtens nach besser funktioniert als Version 10, weil Version 10 hatte mit Frames-Dateien unglaubliche Probleme. Ich musste jeweils 5 Minuten warten, bis mal die Datei geladen war. Das geht mit Vegas 11 definitiv schneller. Ja, diese 3 Tools hier, eigentlich was gerade anders, so, ein bisschen besser. Die sind fürs Encodieren zuständig, damit ich verlustfreies Material encodieren kann auf Originalqualität. Wegen der Originalqualität muss ich später noch darauf zurückgreifen, weil da gibt es auch eine Neuerung jetzt für die neuen Parts. Ja, es kommt alles neu, keine Sorge. Gut. Ja, ich habe schon gesagt, alles neu, oder? Was bedeutet eigentlich neu? Gut. Ich will es mal so formulieren. Neu bedeutet zum einen die Online-Projekte, die ich angekündigt hatte. Momentan sind das Dragon Ball Raging Blast 2, wenn es mal ein Part kommen würde. Ja, muss ich halt auch wieder aufnehmen, also werde ich mal wieder ein bisschen trainieren. Ich bin die Steuerung nicht mehr gewohnt. Ultimate Tenkaichi wird auch noch folgen. Ich wünschte, ich könnte irgendwas zeigen hier. Aber wie gesagt, ist noch nicht alles so eingerichtet, wie ich es gerne hätte. Und auch, ja, was habe ich eigentlich noch alles? Moment mal. Kann man hier kurz gucken? Nee, das war das Falsche. So, kurz schauen, dass ich hier nichts Falsches zeige. Let's Plays, Kanalhintergrund, Vorlagen. Ja. Ja, wie gesagt, wenn es auch ein bisschen Abwechslung gibt hier vom Desktop-Hintergrund, kann ich immer das gleiche zeigen. Generations natürlich, oder? Als Online-Projekt, hat bereits begonnen. Dann Yu-Gi-Oh! Online 3 muss ich auch wieder erst installieren. Zum Glück sind die Decks und so, habe ich noch auf einem NAS-Server gespeichert, wollte ich gerade sagen installiert, nein, natürlich gespeichert. Und nach Raging Blast 2, wie gesagt, kommt auch noch, und was später auch noch kommen wird, sind Dinge wie Mario Kart Wii, Super Smash Bros. Brawl und so weiter und so fort. Ich muss auch einen Nachfolger für Yu-Gi-Oh! Online 3 finden, also Duel Accelerator, weil das, habe ich auch schon erwähnt, wird Ende September den Dienst einstellen. So, ja, was wir ganz vergessen haben. Was auch noch erwähnen sollte, ich hatte ja ursprünglich mal gesagt, dass dieses Special das sein wird, wo ich mich selber auch präsentiere. Also präsentiere im Sinne von, dass ihr mich auch seht. Wieso ihr auch immer das wollt, bezüglich jetzt halt den ganzen nochmals neu konfigurieren, nochmals neu aufsetzen des PCs und so weiter und so fort. Bin ich nicht mehr dazu gekommen, die Webcam hier wieder neu zu installieren und konfigurieren. Das dauert hier ein bisschen länger, weil es auch eine spezielle Kamera ist. Vor allem speziell teuer war sie. Und deshalb, ich denke mal, es wird sicher was kommen, wo ihr mich dann leider sehen könnt, also leider zum Sinne von euch. Mir persönlich ist mittlerweile egal. Früher hatte ich da mehr Hemmungen, oder hätte ich mehr Hemmungen gehabt. Mittlerweile denke ich, tja, wenn ihr euch das antun wollt, von mir aus. Und ja, sonst neue Projekte. Sieht man hier sonst nicht sehr viel, genau. Muss ich aufpassen, genau. Kanalhintergrund Nummer 2, zweites Jahr. Bevor ich aber dazu komme, zeige ich euch jetzt endlich, dass ich auch angekündigt hatte, und zwar die Trailer. Trailer der neuen Spiele, die ich Let's Playen werde. Dazu muss ich sagen, dass der Trailer von Zelda Skyward Sword im Hero Mode, der stammt nicht von mir, den habe ich im Internet gefunden. So gefunden, ist ein bisschen übertrieben. Na, glaube ich, stammte von Nintendo sogar, da hatte irgendein Föhn sogar noch mal los. Ein Fan, genau, jetzt stimmt's, ein Fan zusammengebastelt. Denke ich zumindest. Und ja, das ist ziemlich gut geworden, nur damit ihr jetzt nicht das Gefühl habt, der stammt von mir und der alten Aufnahmen und so, weil ich habe so jetzt 3 Parts aufgenommen, aber da ist nicht viel Spannendes passiert, ihr kennt das ja. Vor allem nichts Spannendes, was ich jetzt hier zeigen könnte. Aber da bei Xenoblade und auch bei, ich muss aufpassen, dass ich das Geheimprojekt nicht erzähle, Anno 1404 Venedig, ist auch ein Trailer vorhanden, natürlich alles nur ganz kurz, nicht wahr? Naruto Shippuden Generation sage ich schon, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 ebenfalls Trailer vorhanden und auch vom Geheimprojekt, und wisst ihr was? Jetzt zeige ich euch diese, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich wieder.
Eine Zeit mit Hoffnung für die Zukunft. Eine Zeit von prachtvollen Gebäuden. Eine Zeit, wo der Handel floriert. Eine Zeit der Seefahrten und Abenteuer. Mit Austausch des Okzidents und des Orients. Mit guten Beziehungen, Freundschaften und neuen Erkenntnissen, neuen Kulturen. Damals, Anno 1404. Ich lese in euch wie in einem offenen Buch. Ein blinder Papst! Ich krieg die Motten! Now this world shall know pain. Naruto, hurry! Naruto! Überall sind grüne Sterne aufgetaucht, ja? Oder tauchen jetzt wieder auf? Ja. Ah, Green Stars, überall diese Green Stars. Alter Falter. Jo, das kann ein Spaß werden. Oh, wie interessant, ein grüner Schabener-Komet. Einer? Einer? Sind ein paar mehr. Geh auf Kurs, Steuermann. Halt die Klappe auf den billigen Plätzen. The sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. The Bionis and the Mechonis. The Titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Ja, wie ihr schon sehen könnt, die Sony Vegas Effekte nicht gerade sehr professionell. Das liegt zum einen am Zeitmangel, zum anderen auch daran, dass ich noch nicht so viele Effekte getestet habe und
mir auch sonst noch ein bisschen da die Erfahrung für aufwendige Effekte und so fehlt. Aber ich denke mal, es hat seinen Zweck getan. Ihr wisst, welche Projekte kommen und auch das Geheimprojekt ist soweit gelüftet. Ich weiß sogar, dass ein User hat das sogar geraten, nach dem letzten Infovideo. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer der hieß. Oh, meine Fresse. Wieso schreibe ich mir das nie auf? Mein Gott. Ist egal. Jedenfalls, er hat recht, es ist Super Mario Galaxy 2, nur halt in dieser Form in der Green Star Challenge. Ganz genau, weil es halt, ja, Green Star Challenge vielleicht ein bisschen dämlicher Name. Vor allem deshalb, weil es nicht nur grüne Sterne sind, die uns noch fehlen, sondern auch die 2 letzten gelben Sterne, damit wir dann am Schluss insgesamt 242 Stück haben. Aber dann sind wir endlich komplett. Und das Spiel ist soweit abgeschlossen, fange ich halt diesbezüglich ein neues Let's Play an. Auch eine neue Playlist, ist ja auch scheißegal. Das wären also die 5 Projekte. Und wisst ihr was? Die zeige ich jetzt noch kurz. Im Opera Browser. Wieso? Ihr seht es ja schon, es gibt hier einen neuen Kanalhintergrund, den habe ich auch bereits angekündigt. Und hier ist er. So, ich habe noch nicht hochgeladen, noch nicht freigeschaltet, das kommt erst, sobald das Video oben ist. Hier ist er. Oh, Moment mal, ich muss hier zur Seite, genau. Der neue Kanalhintergrund. Links seht ihr Goku mit Naruto, Ruffy und die Chronik ist jetzt auf der linken Seite, nicht mehr rechts. Hier habe ich drin zum Beispiel die aktuellen Online-Projekte, die vorerst geplanten Projekte, aber auch die abgeschlossenen und das pausierte Projekt, momentan nur Pandora's Tower, ich hoffe, das bleibt momentan auch so. Wie ihr auch sehen könnt, sind die vorerst geplanten Projekte ein bisschen geschrumpft. Da hatte ich ursprünglich noch ein paar Zelda-Spiele und so weiter mehr. Das heißt natürlich nicht, dass Zelda-Spiele weg sind oder so, keine Sorge. Es heißt einfach, dass diese Zelda-Spiele jetzt momentan noch Priorität haben vor den anderen, aber je nachdem, wie mir gerade nach Lust und Laune ist und wie ihr das gerade seht, wird da halt auch wieder die Liste ein bisschen abgedatet. Was steht denn halt sonst noch an? Genau, ihr seht schon bei Force, manchmal ganz so mal kurz sagen, hier, jetzt. Vorerst geplante Projekte halt One Piece Pirate Warriors, erscheint ja Ende September, da bin ich schon mal sehr drauf gespannt. Pokémon Weiß Edition 2, da muss ich jetzt noch schauen, weil ich habe da nicht besonders viel Lust, das ab dem Emulator zu zocken. Aus 2 Gründen. Zum einen wegen dem Online-Service, den ich gerne nutzen würde, und ob der per Emulator funktioniert, fraglich, vor allem ohne Viren und so, also ohne Hackangriffe. Punkt Nummer 2 wäre das Tauschen mit älteren Editionen, das würde ich gerne noch machen. Und das funktioniert natürlich auch nicht per Emulator. Und Cheaten bin ich nicht so Fan davon. Ich cheate eigentlich nur dann, wenn es sein muss. Und meistens dann auch solche Karten, mit denen man halt den Weg zu den geheimen Pokémon freischalten kann. Ja, Super Mario Sunshine ist noch geplant auf Oktober. Ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich dann Oktober stattfinden wird, vor allem dieses Jahr noch. Weil wir haben jetzt im Prinzip ein Mario-Projekt nach dem anderen. Kann man fast so sagen. Und Dragon Ball kommt ja mittlerweile auch ein bisschen zu kurz. Und da muss ich mal ein bisschen schauen. Ja, Dragon Ball war ja auch ein neues Projekt geplant, aber damit Budokai Tenkaichi 4 wäre wohl ein Schuss in den Ofen. Das kommt ja nicht. Leider, leider. Und da irgendwie die HD Collection, also muss ich mich erst noch informieren und schauen, ob es das überhaupt lohnt, das zu zocken. Naja. Sonst halt Infinite World, Budokai Tenkaichi 3 und Revenge of King Piccolo aus der Sicht von Dragon Ball. Der Rest ist mir wieder gleich geblieben. Naruto Ultimate Ninja Storm 3 wird wohl das nächste sein in der Naruto-Serie, weil das kommt, ich glaube, soweit ich gehört habe, nächstes Jahr im April und so heraus. Dann hoffentlich bereits für die Wii U. Aber die habe ich auch noch nicht herauf. Spiele von den Wii U, der Wii U. Gut, die Wii U kommt ja auch schon bereits November, Dezember in den Handel. Ganz ehrlich Leute, ich habe keine Ahnung, ob ich mir bereits die zum Start kaufe, weil es kommen extrem wenig Spiele, die ich will. Ich bin nicht so der Mario Bros. Fan-Typ. Erstmal ab und zu zocken, aber jetzt dann Let's Play gleich 12 Ws machen, denke ja weniger. Pikmin 3 habe ich jetzt hier auch nicht drin, wäre eine Option. Dann natürlich Assassin's Creed, ganz klar. Aber sonst wüsste ich jetzt momentan nichts für die Wii U, das ich noch Let's Playen würde. Zombie U, ich bin nicht so der Gruselfan. Ja, muss es so sagen, wie es ist. Nicht so der Gruselfan, ja. Ich formuliere es mal so, ich mache mir dabei gerne mal einen Tropfen in die Hose, in die weite Hose, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut. Hier mit Pokémon Fragezeichen, Yu-Gi-Oh! Fragezeichen, Yu-Gi-Oh! Vor allem deswegen, weil ich noch nicht weiß, was nach Duel Accelerator kommt. Vielleicht gibt es dann parallel zum Online-Feature, als Online-Let's Play noch ein normales Let's Play dazu. Da denke ich vor allem an Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Auch für die Wii wäre noch eine gute Alternative. Oder halt auch sowas für die World Championship-Reihe. Zum Beispiel 2010, also World Championship 2010 wegen dem Story-Modus da. Den finde ich ziemlich genial. Würde ich euch gerne auch mal vorstellen.
dieses Pokémon-Spiel hier ist noch sehr fragwürdig. Ich würde es zwar endlich gerne mal Ende Oktober fertig bringen, das war eigentlich schon auf Ende August geplant, aber ich kam erst nächste bzw. übernächste dazu wieder daran, das weiter zu produzieren. Ja, ich bin der Game Director, der Erfinder, alles so weiter und so weiter und so fort. Natürlich nicht der Einzige, der daran arbeitet, wobei ich muss das Team mittlerweile wieder mal ein bisschen zusammensuchen und den mal ein bisschen in den Hintern treten, gut vor allem mir. Wegen Ausbildung und so weiter und so fort, und jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit gehabt. Man, habe heute so viel aufgenommen, ich kann nicht mehr sprechen, dann halt ein bisschen langsamer. Ja, diesbezüglich werde ich erst dann wieder Fragen beantworten oder vor allem näher darauf eingehen, sobald das Spiel mal erscheint, weil momentan ist es noch, wie gesagt, in der Beta-Phase und alles, wobei das habe ich noch gar nicht gesagt, aber ja, ist noch in der Beta-Phase und dann soll die nächste Beta-Version Ende Oktober erscheinen, das würde ich dann gerne Let's Playen, ja, direkt mit euch vorstellen und ja. Später dann mehr dazu, sonst hier soweit fertig, hier auf der rechten Seite ganz normal, hier oben den Link mit so einem Skyward-Vogel. Hier halt zählt das Skyward Sword Hero Mode, 6 Hertz waren. Ich denke mal, das belasse ich hier auf der rechten Seite mit den aktuellen Projekten, also wirklich normalen Story-Projekten. Xenoblade Chronicles natürlich, Super Mario Galaxy 2 Green Star Challenge. Ja, das mit dem Text hier unten, das mit den Sternen habe ich selber eingefügt. Wieso hat es hier sonst... Hä? Ist jetzt hier so ein Grafikfehler drin? Nee, ist kein Grafikfehler, das hat irgendwie Photoshop was falsch abgespeichert. Na egal. Ihr seht schon jetzt einen Strich quer durch, sollte eigentlich nicht sein. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 muss auch nicht viel mehr erklären, ist ja, habe ich auch schon erwähnt. Und Anno 14.0 für Venedig ist auch selbsterklärend. Soweit zum Hintergrundbild. Ich denke mal, es könnte gut sein, dass ich den jetzt noch in den nächsten Stunden ein bisschen weiter nach unten verschiebe, weil ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen viel Platz wieder. Was aber auch daran liegt, dass ich ein paar mehr Playlists hier hinzugefügt habe. Im Gegensatz zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze noch erstellt habe. Aber die Playlists, die werden dann auch noch in erster Zeit ein bisschen gekürzt werden. Sprich zum Beispiel hier unten mit das erste Let's Play zu Skyward Sword, das glaube ich hier heraus und auch irgendwie Luigi's Mansion und Galaxy 2. Kommt alles heraus, weil ich kann nicht alle Let's Plays hier drin haben, also nicht alle Playlists. Ich hoffe, ihr versteht das, aber vielleicht mache ich irgendwann mal eine Playlist mit allen Projekten drin, wo ich direkt einen Link dazu mache und so. Muss ich mal schauen. Ja, bevor ich es vergesse. Vielen Dank noch, oder? Und über 1575 Abonnenten. Ey, ist das krass, ey. Meine Fresse, sogar in einer Zeit, wo ich jetzt... Das müssen wir auch mal reinziehen. Ich habe seit 5 Tagen kein neues Let's Play mehr hochgeladen. Und trotzdem steigen die Abozahlen, die Zuschauerzahlen auch weiter an. Das ist einfach krass, ey. Wobei, man muss schon sagen, man sieht ja die Unterschiede, oder? Hier Yu-Gi-Oh! 590 Aufrufe. Naruto auch über 900. Hier Yu-Gi-Oh! Wieder 700. Und Ocarina of Time Master Quest extrem weit unten. Aber gut, es gibt immer noch Leute, die es interessiert. Deshalb habe ich es weiterhin Let's Played, weil es auch mir noch Spaß gemacht hat, trotz einigen Hassfaktoren. Aber ja, gut, das wäre mal so viel zu aktuellen Projekten. Meine Fresse, bereits über 20 Minuten vergangen. Was gibt es eigentlich sonst noch? Was ihr jetzt, glaube ich, nicht so gesehen habt bei den Trailern, das weiß ich nicht genau, weil ich das alles, was ich jetzt hier spreche und so, das nehme ich alles am Stück auf. Und die Trailer und so füge ich alles erst später nach die Effekte, von dem her weiß ich jetzt nicht, was genau da eingebracht habe. Jedenfalls gibt es noch neue Informationen bezüglich den neuen Projekten. Und zwar künftig wird jedes Projekt ein Intro haben, das etwa 5 Sekunden lang dauert. Wisst ihr was, kann ich mal kurz zeigen. Was bin ich denn hier? Hallo, wo bin ich jetzt? Hallo. Aufnahme hier. Ja, geht. Gut, das werden jetzt, wir können davon zeigen. Genau, zeigen wir den kurz. Ich hoffe, ihr stürzt nicht gleich alles ab. Folge 1. Rückkehr nach 2,5 Jahren. Alter, das ist laut. Okay, ihr habt jetzt den Text nicht gehört. Ich habe noch was dazu gequasselt. Aber ich nehme hier mit Camtasia auf und ohne Systemaudio, weil wenn ich mit Systemaudio machen würde, dann hat Camtasia das Gefühl, es müssen in seinem eigenen Format abspeichern. Ja. Gut, das war jetzt dieses Intro, das etwa 5 Sekunden dauert. Dieses Intro mache ich deswegen, weil ich habe das zum Beispiel bei Naruto Generations gemerkt, dass wenn ich da die Titelbeschreibung mache, dass da halt nicht alles Platz hat. Kannst du was
kurz zeigen, oder? Geht das gerade? Abbrechen? Videos? Kann ich das zeigen? Hallo? Ja, hier. Generations seht ihr hier zum Beispiel. Steht einfach jetzt nur Ultimate Ninja Storm Generations Part 1, ohne die Beschreibung, was eigentlich passiert. Also ein Titel halt zum Beispiel, wie ihr jetzt gerade bei Ultimate Ninja Storm 2 gesehen habt, drücke nach 2,5 Jahren. Das habe ich jetzt hier bei Generations noch in die Beschreibung mit eingefügt. Und das werde ich jetzt künftig halt in den ersten 5 Sekunden des Videos bringen. Und dann erst folgt das eigentliche, also die eigentliche Let's Play-Folge, jetzt wollte ich gerade Part sagen, da muss man langsam auf Folge umgewöhnen. Bei Part klingt es so englisch und ich würde das ganz wieder gemessen auf Deutsch eindeutschen. Ja. Oje, oje, da merkt man es mal wieder, wenn man zu lange aufgenommen hat, kann man einfach nicht mehr quatschen. Aber ist auch egal. Nur damit ihr einmal so eine Ahnung habt oder nicht so schockiert seid, wenn ihr plötzlich da ein neues Video seht und denkt, was ist denn das für ein Scheiße, mach das raus. Es sind nur 5 Sekunden, ich hoffe ihr überlebt das. Wenn es euch doch allzu sehr stören sollte, schreibt es mir bitte, dann schaue ich mal, ob ich das in Zukunft wieder rausnehmen werde. Je nachdem, was die Mehrheit von euch dazu sagt. Und eben, wie gesagt, nur die ersten 5 Sekunden, nachher kommt nichts mehr davon. Ist einfach nur dazu da, vor allem um den Titel einzuläuten. Oder als, ja, kurz und bündig zu sagen, worum es hier geht, wie der Titel lautet. Sehr schön, das ist mal das. Dann die Partlänge wird künftig bei mir zwischen 15 und 25 Minuten sein, durchschnittlich. Ja, sag ich mal durchschnittlich. Tendenziell eher nach oben, aber trotzdem will ich mich eher gerne in diesem Rahmen befinden. Aus 2 Gründen. Zum einen mal sind meine Projekte, meine aktuellen Projekte, das kann ich sonst mal kurz, Videomanager würde ich jetzt nicht gerne gehen. Hier bei Online sieht man es vielleicht gut. Habe ich auch schon bereits begonnen. Und willkommen zum Ja, halt die Klappe. Zum Glück hört ihr das nicht. Hier, zum Beispiel habe ich jetzt, ja gut, also einfach statt Part 1 oder Folge 1 halt so ein Rautezeichen mit der Zahl 1, das ist das eine. Titelbeschreibung wäre jetzt noch Platz, wobei hier bei Online-Projekten mache ich das gar nicht mit dem Intro. Dann lohnt es dafür gar nicht. Aber qualitätsmäßig, hier seht ihr auch schon 27p, 1080p und Original. Bisher hatte ich bei Wii-Spielen noch kein 1080p drin, noch kein Original. Das wird sich ändern. Künftig werden alle Projekte, also alle Let's Plays, auf Original gerendert werden. Und deshalb bin ich sehr erpicht darauf, dass die Parts nur noch, dass die Folgen nur noch 15 bis 25 Minuten lang sind, weil sonst wird es einfach zu heftig. Dann habe ich eine Videogröße von 1 GB, das zum einen, zumal natürlich Bearbeitungszeit, da habe ich mal 2 Stunden locker, bis die Part mal fertig ist. Bis die Folge mal fertig ist, das, ich glaube, ich werde mich da nie gewöhnen. Oje, oje. Ja. Soweit mal das. Wie gesagt, da ist halt ein bisschen und die Qualität nicht hochgeschraubt. Ich bin jetzt bei den Wii-Spielen noch dabei, den schwarzen Rand zu entfernen. Bin aber noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, weil da muss ich ein bisschen tricksen und unter Umständen, da habe ich jetzt bei der externen TV-Karte am Laptop gemerkt, sprich jetzt heute bei Xenoblade Chronicles, dass es doch ein bisschen unschärfer ist, als wenn ich es hier mit der TV-Karte, also hier am PC mit der internen TV-Karte aufnehme. Wieso? Keine Ahnung. Aber ja, muss mal schauen. Wie gesagt, ich bin eigentlich darauf aus, dass die schwarzen Ränder verschwinden bei meinen Videos. Andernfalls bei den Wii-Spielen, nach PS2-Spielen künftig, wenn die mal kommen sollten, dann bleibt er halt mal, also ja. Ich hoffe es nicht, wie gesagt, aber mal schauen. Gut, meine Güte, das Special dauert viel zu lange. Meine Fresse, es wird sicher wieder bis morgen um 6 Uhr dauern, bis mal, ja, ihr seht es auch schon mal der Zeit, ja. 9 Uhr am 4. August nehme ich das auf. Alter Schwede, heute war auch viel los. Was gibt's sonst? Ich habe noch Spickzettel gemacht, genau. Wegen euren Anfragen bezüglich Skype. Dann nehme ich ja bereits einige, kann ich auch noch kurz auf meinen Kanal gehen, hallo, angesagt, auch wenn es nicht unbedingt angesagt ist. So passieren, hier. Hier habe ich sowohl PSN als auch Skype-Daten, Moment mal schnell. Ja, sorry, irgendwie hat was aufgestoßen, weil vermutlich das Abendessen. Auf Schweizerdeutsch würde ich jetzt sagen, das Nacht, aber ist ja auch egal. Hier, PSN und Skype ist hier vorhanden, könnt ihr natürlich dazu adden. Ich habe jetzt mal gestern mir die Freiheit genommen, auf der PlayStation 3 mal die ganzen Anfragen, also Freundesanfragen der PSN, aufzunehmen. Alter Schwede, war eine Stunde dran, bis das man endlich durch hatte. Meine Fresse.
Da frage ich mich glatt, wie sich eigentlich andere, also sage ich mal, viel berühmtere, viel bekanntere, viel bessere Let's Play wie Kronk, Saraza und die ganzen, es gibt noch viel mehr. Da könnte ich locker noch ein ganzes Video daraus machen, bis ich alle Namen aufgezählt hätte. Wie sich die eigentlich fühlen, wenn sie sowas machen, die kommen mir gar nicht mehr hinterher. Ja, hier seht ihr auch, Skype ist dabei, Skype-Namen, dazu kommen wir gleich noch. Livestreams, Facebook habe ich auch mal angekündigt, das kommt erst noch, habe ich momentan noch nicht. Livestreams, denke ich auch, bin ich noch nicht gut genug. Facebook, vielleicht zum Geburtstag hin mal schauen. Dann Twitter, habe noch gar keinen Account, muss ich auch mal schauen. Aber ist alles in der Wartephase, alles geplant. Irgendwann mal, keine Sorge, ich habe noch vor, lange zu Let's Playen. Gut, Skype selber und PSN. Bei Skype sieht es so aus, dass ich mir vorgenommen habe, ich schreibe es nachher in der Beschreibung auch noch hin hier, Kanalbeschreibung, Samstagnachmittag jeweils. Und zwar, ich denke jetzt mal zwischen 2 und 4 Uhr, also sprich 14 und 16 Uhr, werde ich da aktiv online sein. In der Regel 1 bis 2 Stunden maximal, wirklich nur maximal 2 Stunden. Und dann für euch online und verfügbar sein oder Fragen beantworten und so weiter und so fort. Wieso genau diese Zeit? Kann es einfach, während der Woche habe ich keine Zeit dafür, wenn ich 12 Stunden unterwegs bin. Ja, ganz normal halten, nachher noch Aufnahmen machen und so weiter und so fort. Und am Wochenende, ja, ich meine, es sind immerhin 2 Stunden vom Wochenende, wo ich mich vielleicht auch noch ein bisschen ausruhen möchte, in Ausgang gehen will. Ihr kennt das ja auch, also ich hoffe mal, ich denke 2 Stunden dürften für euch reichen. Diese 2 Stunden, die beginnen dann wohl ab dem nächsten Samstag, jetzt der 4. August ist bereits heute. Der ist bereits Samstag, also halt ab dem, sagst du es mir? Genau, ab dem 11. August werde ich damit mal anfangen, das werde ich ja auch alles hinschreiben. Soweit dazu. Wegen dem PSN habe ich mir gedacht, könnte man es so machen, dass ich zum Beispiel Freitag bis Sonntagabend zwischen 20 Uhr und 24 Uhr online bin und dann auf euch zum Beispiel mal einladen, sobald ihr online seid, oder ja auch ihr mir eine Kampfanfrage, ich weiß gar nicht, wie das bei PSN heißt, aber dass ihr mir so etwas schicken könnt. Genau definieren will ich mich nicht, weil eben, wie gesagt, Freitag bis Sonntagabend, was habe ich Sonntagabend? Nein, Sonntagabend sowieso nicht, da muss ich am Montag wieder arbeiten gehen, also halt Freitag bis Samstagabend zwischen 8 und 24 zwischen 20 und 24 Uhr werde ich online sein, das kann vielleicht auch nur mal 1 bis 2 Stunden sein, wo ich online bin, vielleicht auch mal gar nicht, aber das ist sicher die Zeit, wo ihr mich am ehesten antreffen könnt während der Woche, ist eher die Ausnahme. Also mal so für euch, damit ihr wisst, wann, wo und wie ich dann mal verfügbar bin. So, was gibt es eigentlich sonst noch, bevor ich gleich das Special beende? Hier Video, kommt noch weg, also das Infovideo hier meine natürlich, nicht einfach generell ihr Video. Weil ich hoffe, man ist jetzt soweit behoben, sonst melde ich mich dann wieder und sonst habe ich glaube die letzten Infovideos auch gelöscht, auch wenn die von Aufrufen her deutlich höher waren als Ocarina of Time, aber ich meine es einfach mal, nur wegen Aufrufen, Kommentaren und Bewertungen musst du ein Video nicht unbedingt behalten. Also so geldgeil bzw. viewgeil bin ich dann auch nicht. Noch nicht. Ich hoffe, ich werde es nie. Gut, das war soweit für dieses Special. Ich hoffe, auch wenn es über mal 30 Minuten gedauert hat, keine Ahnung, wie lange nachher die Trailer noch dauern, aber ihr seht es dann. Ich hoffe, es hat auch trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns dann das nächste Mal im nächsten Let's Play wieder. Ich denke mal, am 5. August wird dann Skyward Sword und Xenoblade Chronicles folgen. In welcher Reihenfolge weiß ich noch nicht. Ich tendiere eher mal dazu, dass Xenoblade Chronicles zuerst kommt. Dann Zelda Skyward Sword. Montag dann, oder am Montag, kommt Super Mario Galaxy 2 Queen Star Challenge. Naruto Ultimate Ninja Storm 2 und dann am Mittwoch genau, kommt dann Anno 14.0 für Venedig. Oh, habe ich auch noch ganz vergessen. Ey, Scheiße, ich habe nur aufschreiben sollen. Partlänge habe ich gesagt, oder Folgenlänge, jetzt wegen der Anzahl der Folgen. Das war auch sehr unterschiedlich bisher, oder teilweise auch Tage, wo ich 3 bis 4 Folgen, noch gemerkt, hochladen wollte. Das wird sich ändern. Und zwar wird wochentagsüber, sprich von Montag bis Freitag, wenn ich nicht frei habe und auch sonst irgendwie nichts los ist, Spezielles, gibt es nur 1 bis 2 Folgen täglich, weil ich es sonst nicht mehr hinkriege, tut mir leid, aber ich habe auch noch ein Real Life. So unangenehm es manchmal auch ist, ja, Real Life ist nicht immer angenehm, manchmal schon, manchmal nicht. Wochenende dann 2 bis 3 Folgen täglich. Ich hoffe, das ist für euch soweit in Ordnung.
Ich freue mich schon auf eure Kommentare, auch natürlich auf auf die weitere Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal. Demzufolge hoffe ich auch, dass ihr weiterhin Spaß an meinen Let's Plays haben werdet, dass ihr weiterhin fleißig kommentieren werdet, bewerten werdet, zuschauen werdet vor allem und mir eure Meinung ganz offen und ehrlich mitteilen werdet. In diesem Sinne, endlich seid ihr erlöst, ich auch. Ich habe auch dringend was zu schlucken, zu trinken natürlich, weil ich glaube, ich werde ziemlich heiß. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.